Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mal mit einem neuen Gast. Ein sehr toller Gast. Und zwar der Jansen, a.k.a. Prinz Norin, a.k.a. Young Pretty, a.k.a. Jan Mariah, a.k.a. Chama, a.k.a. ich. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, ob ich meinen Podcast zu anfangen kann, um so Grillengeräusche einfach so reinzufügen. Aber ist mir jetzt anstrengend. Aber ich habe ab nächster Woche offiziell Cutter. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon erwähnen soll. Aber Ja, Pech. Das ist jetzt schon passiert. ich habe eine lange Suche. Der Can war an meiner Seite und hat mir sogar ein bisschen geholfen. Also das ist eigentlich mega geholfen, um 2 Cutter zu suchen. Jetzt mal so ein bisschen Testphase. Aber ich bin sehr gespannt. Die cuttet übrigens nicht den Podcast, die cuttet dann die ganzen Clips für den Social Media Kanal. Das erste Mal, wenn ich einen Cutter habe. Business. Es wird crazy. The woman is making business. Ja Mann, Alter, jetzt geht es einfach steil rauf. Darum bitte einfach alle nach meinen Kanal abonnieren. Dann werde ich in 2 Jahren Millionär. Dankeschön. Toll. Ja, du, wie geht's dir so? Erzähl mal. Hey, mir geht's top die Bohne. Was? Weiß doch auch nicht, Mann. Top die Bohne. Mir geht's eigentlich ganz gut. Langsam da eingelebt in Zürich. Stuff am machen. Anfang Jahr. Jetzt ist mir so langsam, der Januar ist jetzt vorbei. Schon. Eigentlich. Also oder? wenn der online kommt, dann ist schon der erste. Scheiße. Und jetzt geht so die harte Realität wieder los. Ich habe immer so das Gefühl, so die ersten 2 Wochen ist noch so alles so Jahresanfang, alles so ein bisschen low-key. Und jetzt geht es einfach los. Holy shit. Besser gesagt, jetzt sind wir schon wieder mit drin. Jetzt werde ich dann los. alt. Nein, jetzt fängst du... Also darf man schon sagen, was ist so dein Plan in diesem Jahr? So mit Musik? Hast du schon Ja, das ist eigentlich der Plan. Musik Ein machen? bisschen Musik machen. Vielleicht sind noch 1, 2 andere Ideen angedenkt, aber ich halte mich jetzt mal zurück mit irgendwelchen Announcements, wenn am Schluss findet wieder irgendetwas nicht statt oder irgendetwas kommt nicht so, wie es sollte. Und dann Sind alle enttäuscht? sind alle enttäuscht und ich brülle mecke. Gut. Und ich muss ihn dann trösten, das habe ich auch keinen Bock. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Nach 2 eigentlich fast säden Folgen, ich wieder mal so eine schöne, fröhliche Folge, ist auch schön. Doch, das ist super. Danke fürs Nachfragen. Toll. Ja, ich wollte jetzt eigentlich eine mega geile Überleitung machen zu unserem heutigen Thema, aber ich habe es irgendwie voll nicht geschafft. Darum sagen wir es jetzt einfach straight. Was unterscheidet uns? Ganz viel. Zum Beispiel, wenn man es jetzt nicht gehört oder gesehen hat. Du bist eine Frau, ich bin ein Mann. Ja. Was noch? Ich hätte es nur front, aber nein. Du hast Du nicht hast Locken, fronten. ich habe gerade Haare. Du hast Haare, ich habe keine mehr. Also unter der Kappe, für die nur hören und nicht schauen. Ich habe etwa 20 Pickel in meinem Gesicht, du keine. Das stimmt nicht. Ich habe auch viele Pickel. Alter, Aber du hast ein Doppelkinn und ich nicht. ich habe so einen Monster. Ich muss es jetzt schnell ansprechen, sonst habe ich die ganze Zeit das Gefühl, die schauen drauf, wenn sie das Video schauen. Aber ich habe so einen Monsterpickel unten dran bei meinem Hals. Wirklich ein drittes Horn. Also eigentlich nein, ein Horn kommt unten raus. Was für ein drittes Horn? Ja, ich weiß auch nicht. Nein, ich war gestern beim Arzt und habe meine Milien entfernt. Das sind so Hautzysten. Es ist schlimmer, als es ist, aber Milien sagen wir denen, ja. Das sind so Pickel, die keine Pickel sind eigentlich. Ja, also die keine Öffnung haben. Das sind wie Haut, man sagt Hautzysten, ne? Habe ich jetzt gestern gelernt. Und die kannst du entweder... Gell? Krank. Und die habe ich halt eingefrieren und darum sehe ich jetzt aus, wie wenn ich die wieder bladern hätte. Aber es ist okay. Gut. Und was unterscheidet uns noch? Ich habe Schuhgrösse, ich glaube etwa 40. Nein, jetzt hat deine Fresse, jetzt sagen wir es. 30. Der Kollege ist an eine spezielle Schule gegangen. Nein. Ja, ich bin an verschiedene spezielle Schulen gegangen. Aber ich habe auf jeden Fall keinen konventionellen Stuhlgang. Wie sagt man das? Schulverlauf. Doch, Schulgang. Schulgang. Weiss doch nicht, Verlauf. Schulepoche. Ja. Du bist auf jeden Fall nie auf einem... Oder doch, in Kinski bist du, glaube ich, in normalen Kinski bist du noch? Nein. Auch nicht? Nein, ich bin glaube... Also vielleicht am Anfang mal, aber ich glaube nicht. Ich bin glaube in Montessori Kindergarten, dann in verschiedene Montessori Schulen. Entschuldigung.
Hat raus müssen. Das nächste Mal bitte einfach straight in the microphone. Ja, er ist eben ein bisschen zu wenig, hat zu wenig Druck dahinter gehabt, darum war es nur so ein Luftstoß gewesen. Und Homeschooling habe ich zwischendurch auch noch gemacht. Ja. Das habe ich komplett Ja, vergessen. im Zirkus. Ja, ich kann eigentlich den Fokus aber heute so ein bisschen drauflegen, vielleicht können wir es aber auch noch ansprechen, auf die Montessori-Schule. Weil ich bin schon so lange mit dir zusammen und ich weiss, dass du die Schule gemacht hast. Wir haben wahrscheinlich schon vor 3-4 Jahren einmal so über das Ganze geredet, wie die Schulzeit und so war. Und ich weiss natürlich auch so ein paar Sachen. Aber heute wirst du mal einfach komplett ausgefragt und ausgepresst wie eine Milchsau. Geil. Darum bist du ready für die Podcast-Folge? Ja, Super. ja, ich werde gerne ausgepresst wie eine Milchsau. Vor allem, ich habe heute auch einen neuen Account gemacht. Folgt übrigens auf Instagram und auf TikTok. Im neuen 9-Pause-Account habe ich extra gemacht. Und dort habe ich schon eine Story gemacht, was sich in Frage stellt. Es haben etwa 4 Leute Fragen gestellt. Geil. Darum, let's go. Und dort kommen in Zukunft auch deine Podcast-Clips, oder? Ja, dort kommen alle meine Clips. Geil. Und dort könnt ihr auch gerne abonnieren, weil dann könnt ihr aktiv euch beteiligen, um nachher auch mal eine Frage stellen, wenn ihr wollt, oder? Das volles Community-Feeling, Ja, weißt Mann. Könnt ihr euch gegenseitig, wie nennt sich das 9-Pause-Gang? Das Nüni-Gang, Pause-Crew. Ja, da gibt es mal das 9-Pause-Fan-Treffen. Und dann gibt es Spaß. mal eine Nüni-Pause Oh! mit allen Hörern. Dann kann jeder so sein eigenes 9-Böckchen so mitnehmen. Ja. Und was macht man so? Also schön? wenn Spielen wir mal- Fangis und so. Wenn du mal eine Live-Show machst, dann muss auf jeden Fall so Das 9-Pause so mäßig auch, wenn es aufhört, muss so die Glocke Ja. tönen und dann müssen alle raussäckeln. Boah, und das wäre ja voll geil. Also wenn ich jetzt wirklich so wie eine Live-Show mache Mhm. und dann vorne, dann hat jeder als Goodiebag einfach so das 9-Böckchen mit so Sachen drin. Das wäre krass, aber Boah. weißt du, wie teuer? Es hat Egal, einfach nur Davidas Invest. drin. Invest. Kennst du die Leute, die einfach nur das Davida-Päckchen zum 9 gehen? Ja, ich auch. Hallo? Letztes Mal meine Mama hat so Eierbrötchen gemacht. Aber Ja, egal. nein, Brötchen habe ich auch gehabt. Und so einen Äpfel. Wir machen Ich muss schnell einfach eine Story erzählen, apropos das Nüni-Böckli. Ich war in einer Schule einmal und ich hatte so ein Nüni-Böckli gehabt. Und dann wollte ich das Nüni essen. Und mein Znüni-Böckli, es ist ein Znüni-Böckli unter meinem Rucksack gestanden. Genau das gleiche, wie ich hatte. Oh, und das Falsche genommen. Und dann habe ich das genommen und ich weiss gar nicht, was dort drin hat. Butterbrötchen oder so. Habe ich das genommen und so, ich habe mir gar nicht so viel dabei gedacht. Dann bin ich es essen und dann hat irgendjemand, glaube auch das Nüni essen und dann hat sie das Böckli nicht gefunden. Und er ist dann zu mir gekommen und hat dann so gesagt so, hast du echt mein Nüni-Böckli? Und ich so, nein. Und er so, mal, ich glaube schon, ich habe heute Morgen die Brötchen mit meiner Mutter gemacht. Ich so, nein, die habe ich mit meiner Mutter gemacht. Safe. Und dann so, nein. Und ich habe darauf beharrt und ich weiss gar nicht mehr, ob ich es dann gegessen habe oder nicht. Aber es war auf jeden Fall nicht mein Nüni-Böckli, habe ich dann irgendwann herausgefunden. Und ich habe mich ein bisschen geschämt. Und im anderen hat es wahrscheinlich komplett die Scheiße drin gehabt. Ja, ich habe irgendwie so Nüsse und Darvida drin gehabt. Irgendwie so. Und der andere hat so ein geiles Ein geiles Butterbrot. Butterbrötchen gehabt. Oh, Juicy Butterbread, Alter. Ja, Oh. so, sorry, habe ich schnell abschweifen. Ja, aber Das das ist ist mir eine gerade in lustige den Sinn Story. Mir ist noch gerade in den Sinn gekommen, dass einer einfach auf mein Znüni-Böckchen draufgestanden ist. Also so aufs Offene. Und hat so weggeschudert und so. Da bin ich nachher zum Lehrerzimmer. Oh. Das war ein Moment in meinem Leben. Okay, das ist ja böse Asi. Ja, schon ein bisschen. Aber anderes Thema. Ja. Wir sind wirklich komplett abgeschweift. Also ich will mal von dir wissen, was, also eigentlich unter diesen 4 Fragen sind eigentlich alle Fragen auch gewesen. Was ist das? Von dem her erzähl mal, was ist eine Montessori-Schule? Oder was zeichnet die aus? Oder was ist anders an einer normalen Schule? Oh, jetzt wirst du mich noch mit rein. Eine Montessori-Schule, Übertitel, also ich glaube, erfunden hat das die Maria Montessori oder wie sie auch immer heisst, keine Ahnung. Immer die Und- Marias da, oder Gian Maria da. Ich weiß nicht, ob sie Maria heisst, sage ich dir ehrlich. Ich habe jetzt einfach Maria gehört und Theresia. gesagt, Teresa Montessori oder die Nathalie Montessori oder das 9-Pause-Gang Montessori. Anyway, das ist eine Schule, ich weiß jetzt nicht, ob nur die eine Schule, wo ich gegangen bin, so den Slogan hatte, aber es ist wie so Ort für gestaltendes oder gestaltetes Lernen. Und so das Ding ist wie, du hast keinen so normalen Frontalunterricht, du hast nicht so klare Lektionen, also auch, aber auf das können wir ja dann noch gehen, aber es geht wie darum, du bist an einem Ort und hast keine Verpflichtung, zum irgendwie Schulstoff müssen machen, sondern kannst wie
du hast wie verschiedene Räume, einen Werkraum, einen Raum, wo du Schulzeug machen kannst, Räume, wo man spielen kann. Und dann kannst du dort einfach dich bewegen und dem nachgehen, was du willst. Wenn du Bock hast, einen Kuchen zu machen, dann suchst du das Kuchenrezept raus, schaust, was du brauchst, fragst einen Lehrer, ob du das einkaufen darfst. Und das kannst du den ganzen Tag machen? Das kannst du den ganzen Tag machen. Du kannst den ganzen Tag kochen, kannst den ganzen Tag Spiele spielen, kannst den ganzen Tag Bücher lesen, kannst den ganzen Tag... Wir haben dem Gumpi gesagt, er hatte so Matratzen und Korbus und Bretter und dann haben wir so Hütten gebaut und irgendwelche... wie sagt man dem? Wie sagt man dem, wenn man so etwas spielt? Fangis? Nein, weißt du, wenn man so... Brettspiel? Man spielt so eine Familie oder so. Oder so Leute. Aha. Wie sagt man dem? Einfach spielen, ich weiß es Nein, auch nicht. es gibt es gibt einen Begriff. Jetzt haben wir den voll vergessen. Keine Vielleicht Ahnung. kommt mir irgendwann in den Sinn. Anyway, genau so. Oder man kann auch raus... Theater? Oder? Nein, Ja, ist ja gleich. ja, scheißegal. Man kann auch raus. Draussen hat es dann... im Sommer hat's ein Trampolin gehabt und einen Ping-Pong-Tisch und irgendwie Fußball und andere Sachen. Und dann kann man sich so eigentlich einfach den ganzen Tag so machen, wie man will. Da kann man irgendwie rumstrielen und machen und tun. Natürlich gibt es ein paar Regeln und es gibt auch im Schulzimmer immer klassischen Schulstoff, den man wie kann, lernen kann. Also du kannst die ganze Zeit Deutsch und alles machen und es gibt auch wie Kurse angeboten. Dann hast du irgendwie am Montag vom 9 bis um 10 hättest du Deutsch. Aber die Oder musst du Mathe. nicht besuchen, also du musst nichts... In der Primar musst du das alles nicht. Es wird dir natürlich ans Herz gelegt und die Lehrer kommen zu dir, hey, komm doch, bla bla bla, und dann kannst du das machen. Oder halt nicht. Aber es wird eigentlich alles auch angeboten. Und ab der Oberstufe hast du dann wie eigentlich so ein bisschen, sich so ein bisschen drauf drücken. Aber du müsstest, also, sie erwartet es von dir und erwartet auch von dir, dass du wie dann selbstständig daran denkst, das Zeug auch zu machen. Und hast auch einen Plan und so. Aber du kannst auch irgendwie Ausreden finden oder irgendwie etwas anderes machen. Also Beispiel, das ist jetzt keine Ausrede, aber es hat zum Beispiel mal geheißen, irgendwie, jo, es wäre Mathematik und ich bin gerade ich habe zum draussen Fußball spielen, habe ich ein Goal bauen, so aus Holz und so. Dann hat mein Lehrer gefunden, ja gut, das ist auch Mathematik. Du musst da ausmessen, wie lang die Bretter sind, wo du schneiden musst, wie jetzt musst du zusammen machen. So. Also es geht eigentlich wie um individuelles Lernen oder halt einfach das eigene Interesse verfolgen. So. Aber jetzt in der Sek ist ja... Also, haben ihr dann so Unterricht gehabt? Also so, sie haben euch so ein bisschen gedrängt, sage ich mal, zum jetzt in ein Klassenzimmer sitzen. Also und dann haben gibt's alle auch- den gleichen Stoff auch gelernt. Also dann war jemand, jetzt haben wir, keine Ahnung, Vektorgeometrie oder was Genau, wir- ja. Also wir haben dann, also es war wie verschieden gewesen, so. Ich muss sagen, ich bin, glaube jetzt nicht der gewesen, der am meisten im Schulzimmer gehockt ist. So. Ich habe viel anderes gemacht als das. Du hast Goal gebaut. Ich habe Goal gebaut, ich habe andere Sachen gemacht. Aber ja, ab der Oberstufe gibt es wie so ein bisschen mehr den Pressure, dass man muss machen. Vorher wird man eigentlich relativ frei gelassen. Und nachher, also es ist eben jeder Schule unterschiedlich. So. Das muss man auch sagen. Es gibt Schulen, Also die Montessori-Schule. Montessori-Schulen, die haben so das Prinzip, die Lehrer helfen gar nicht. Also du musst alles selber, musst den Stoff selber holen, musst selber anfangen zu lernen, so, und die Lehrer helfen dir gar nicht. Und es gibt Schulen, wo das ein bisschen klarer strukturiert ist. Aber dort, jetzt, wo ich die meiste Zeit war, ist es immer so ein bisschen auf beides basiert gewesen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel angeguckt sind, es war Mathe für die Oberstufler, dann sind wir angeguckt und jeder hat so ein bisschen für sein Level und dort, wo er dran war, Stuff gemacht, natürlich auch immer ein bisschen im gleichen, ist man schon ein bisschen so im gleichen Thema gewesen. Und dann hat es manchmal auch Frontalunterricht gegeben oder wir mussten Vorträge machen oder etc. So. Aber es hat auch keine Noten gegeben, oder? Keine Prüfungen? Nein, du hast keine Noten gehabt, Prüfungen Also das ist schon hast krass. können machen und das kommt halt dann so ein bisschen mit, hey, also wie viele Kinder haben dann immer, oder viele haben einfach gefragt, so, yo, was hätte ich jetzt für eine Note, was wäre das? Und dann haben sie gesagt, so, ja, vielleicht ungefähr so. Aber du hast keine Benotung, du hast Ja. 0. Auch keine Bewertung? Also so von Lehrern so sonst? Hey, das ist jetzt mega gut. Also weißt du, so... Ja, es geht dann mehr, du hast dann so, also vor allem in der Oberstufe, ich weiß gar nicht, all Quartal hast du dann so ein Selbstreflexionsgespräch mit einem Lehrer.
hockst mit dem an und dann redet ihr darüber, wie ist es jetzt so gelaufen? Also wie hast du viel gefehlt? Wenn du viel gefehlt hast, warum hast du viel gefehlt? Kann man das ändern? Wo bist du gut gewesen? Was hast du gut gemacht? Und bla. So, also du gehst dann eigentlich wie alles durch. Du gehst vom Verhalten bis zum Schulischen, bis zum... So. Ja. Aber du hast nie so eine klare Benotung, wo stehe ich im Vergleich zum Stadtschüler. Das Einzige, was wir dann mal hatten, ist Stellwerk. Ein paar kennen das, das ist so ein Oh mein Gott, das Online-Test. haben wir auch gehabt. Ja. Oh, das habe ich verdrängt. Mhm. Hey, aber was ist denn euer Reiz? Also wie, keine Ahnung, bei mir in der Schule ist es jetzt halt obviously so gewesen, dass, also ich habe eigentlich alles ja mit Noten gemacht, nicht keine Noten gehabt, weil es mir glaube, also ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, es wäre mir viel mehr egal, also so gewesen, oder ich habe wieder so einen Reiz gehabt, weil bei mir das einfach so war, ich möchte genügend sein, ich möchte gute Noten haben, whatever. Ja, eben das ist auch wieder der Grundsatz von dem ganzen Schulprinzip, dass es auf etwas anderes aufbaut, oder? Dass du das Kind oder den Menschen nicht dazu drängst, etwas zu machen, was er nicht will, sondern dass wie von einem selber das Verständnis oder die Intention kommt, etwas zu machen. Also wie zum Beispiel, ich habe wahrscheinlich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, oder, weil ich den Vergleich nicht so gut habe, aber ich würde jetzt mal sagen, ich habe relativ lange nicht so gut geschrieben und auch nicht so gut gelesen. Oder können lesen. Mhm. Und dann aber irgendwann hatte ich Bock gehabt zum Bücher lesen und habe angefangen Bücher zu lesen. Und dann habe ich das angefangen wie lernen. Also wie so natürlich so lesen, normal haben wir schon können, aber einfach nicht so, wie so, wir müssen vorlesen, dann war es so eine komplette Katastrophe gewesen. Und ich habe das dann gelernt, was mich hat interessiert, als ich Bücher lesen wollte. So richtig. Und Es ist dann nicht viel habe schwerer zum später so lesen und schreiben lernen. ja, das ist ein bisschen der Konflikt, wo glaube ich, entsteht, wo es weiter darum geht, wenn du etwas aus eigener Motivation machst, dann willst du es ja machen und dann lernst du besser und schneller. Weil es ja nicht auf, du musst jetzt das lernen, oder? Basiert. Oder Ja, weil es fair. darum geht, so, hey, ich habe jetzt Bock zu lesen, ich will lesen, darum setze ich mich jetzt an und lerne das und dann habe ich Bock drauf und dann will ich es machen. Und wenn mir jemand sagt so, hey, schau, das ist jetzt so, bla bla bla, das funktioniert so, das musst du jetzt machen, dann hast du je nachdem, wird halt der Stoff wie nur vorgetragen, du repetierst den, lieferst ihn ab in der Prüfung und dann geht es ja wie nicht um, ich habe Lust auf das. So. Und also ich weiss jetzt nicht, wie das nachher bei anderen Leuten ist, aber ich habe dann viel gelesen. Also ich habe viele Bücher gelesen, die irgendwie 1000 plus Seiten haben und so. Mhm. Einfach, weil ich Bock hatte auf das, weil ich wollte Bücher lesen, weil ich wollte die Geschichten Ja. Ja, aber lesen. bei mir ist glaube ich irgendein Kuchen Krott im Hals. Nein, bei mir ist einfach so ein bisschen, ja, ist alles gut beim Laptop. Sorry, der Laptop ist gerade abgegangen. Nein, bei mir ist einfach das Ding, ich glaube, wenn ich mir vorstelle, dass ich auf die Schule gegangen wäre, ich hätte einfach absolut jeden Tag einfach noch Kuchen gebacken und Spiele gespielt und also wie, es wäre mir scheißegal. Ich glaube, Das ist niemals Mathe angeschaut. Das ist auch die Mehrheit von der Zeit. Eben, aber grad- da lernst du ja, also du kommst Ja, ja nie auf das Level von jemandem, der normal in die Schule gegangen ist. Ja, wahrscheinlich kommst du im Schulstoff, wenn du jetzt nicht ein bisschen Gas gibst, nicht aufs gleiche Level, aber du kannst, oder? Das ist ja wie, also das Ding ist so, ich würde jetzt mal sagen, jetzt in der Primarschule ist es oft so, dass die Jungs wahrscheinlich die meisten ein bisschen weniger schulisch lernen, die Mädels vielleicht ein bisschen mehr. Die sind früher so ein bisschen am Deutsch alles das machen. Und dann, also bei mir, ich kann nur von mir reden, und bei mir war es dann wie so, dass mir weiss ja, dass man das braucht im Leben. Aber so Deutsch und so. Also, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, gut, ich weiß halt nicht, eben, ich habe das Gefühl, das kann ich mir schon vorstellen, dass du dann wirklich Sachen gelernt hast, wo du halt auch wirklich hast wollen lernen, weil es dich interessiert hat und wo man vielleicht dann auch mehr braucht. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein Konjunktiv 2, du weißt schon nicht, was das ist. Nö. Weil du es auch nie im Leben gebraucht hast. Ja. Und weil es dich auch nie gereizt hat, um das zu lernen, weil du weißt, du wirst Ja. es nie brauchen in deinem Leben. Ja, also wie, oder mein Standpunkt ist ja nicht, dass diese Schule in allem perfekt ist. So. Ja, Oder es ist wie eine andere Herangehensweise und es ist wie einerseits viel individueller und du kannst viel mehr deinem Interessen angehen. Ob jetzt das schulisch mega erfolgreich ist,
wahrscheinlich nicht für jeden, oder? Das ist auch eine Typfrage. Ja. Und dort ist es wirklich eben mega abhängig von was willst und was bist du für ein Typ von Mensch. Es gibt auch Leute, die haben bis nach dem Schulaustritt fast nichts gemacht. Und auch nicht, also wie nach der Schule quasi nichts mehr gemacht und sind jetzt arbeitslos, oder wie meinst du? Nein, so nicht. Ich meine einfach während der Schulzeit haben sie nicht viel gelernt und dann hast du so das Gefühl, okay, die kommen jetzt aus der Schule, haben die überhaupt genügende Basics so, aber Ah ja, hast du einen Abschluss nachher? ja, hast einen normalen Schulabschluss. Echt? Ja. Ah, das finde ich aber noch crazy. Ja. Okay, ja. Voll. Genau, wo war der Punkt gewesen? Was hast du gerade gefragt? Ob nachher arbeitslos oder werden also. Ach Also so. ob es Leute jetzt... Nein, aha, ja. Was? Nein, einfach das ist mein Punkt. Ich glaube, es ist noch um etwas anderes gegangen, aber Ja, dort okay. komme ich jetzt nicht mit. Aber also auf jeden Fall ist es wie... Oder es ist sehr komplex, weil es geht ja... Wenn ein Mensch aufwächst, geht es ja nicht nur um die schulische Leistung, oder? Ja. Eigentlich. Es geht auch um Sozialkompetenzen, es geht um irgendwie das finden, was man gerne will machen. Es ist ja wie... Du fängst ja wie dein Leben anleben. So. Und das ist ja eigentlich nicht nur Schulstoff reinballern und am Schluss möglichst genormt aus der Schule kommen, dass dir alle Möglichkeiten offen sind. So. Und das ist vielleicht so ein bisschen etwas, wo du dich wie die ganze schulische Laufbahn wie individueller kannst entfalten und vielleicht auch schon mehr die Interessen finden, die dir Spass machen zu machen. Und dann kannst du dich nachher auch mehr auf das fokussieren, oder? Das ist ja wie wenn... Natürlich würde ich jetzt sagen, habe ich in vielen Punkten schulisch Sachen auch, wo ich gerne besser wäre, nie besser gelernt. Was zum Beispiel? Ja, überall bin ich gerade bei den Basics. Aber wenn es dann darum geht, ein bisschen komplexer Kopfrechnen, bin ich aus. Ja, aber da sind wir doch alle... Also ich merke auch, ich bin so komplett scheiße, wo so ja, Kopf rechnen und so. aber bei mir sind zum Beispiel auch dann manchmal Sachen, also bei gewissen Sachen verstehe ich mehr und bin besser, aber dann zum Beispiel, ich könnte jetzt wahrscheinlich nicht wie viel die ganzen also die Basic-Reihen von Mathematik könnte ich dir jetzt aufsagen, aber irgendwie so einfach aus dem Stegreif jetzt 9 Reihen. Oh mein Gott, 9, 18... Was kommt nachher? Okay, gut. 36. Okay, so würde ich es jetzt auch schaffen. Gut, okay, jetzt habe ich ein bisschen vorgeführt, tut mir leid. Aber 4 Reihen kann ich noch. Ja, Kannst du die noch? Also was? 4, 8, 12, 16, 20, 24. Also, bist du jetzt am Rechnen oder kannst du es noch, Svenny? Ja, so ein bisschen beides. Ja. Nein, 3 ja, Reihen? 3 Reihen, ja, das ist nicht... Also ich will Ja, ist jetzt ja ja nicht auf dem Stab bleiben, aber wie zum Beispiel, ich habe lange auch Mühe gehabt mit Rechtschreibung. Das habe ich auch heute noch ein bisschen und das ist etwas, was mich auch ein bisschen stresst. Wo ich aber würde sagen, durch das, dass ich relativ viel kommunikativ in den letzten Jahren gearbeitet habe, also mit Mails und so, dass das auch easy viel besser ist geworden. Aber trotzdem gibt es so Punkte, wo ich dann aus der Schule gekommen bin und also ich habe ja nachher anschliessend noch ein 10. Schuljahr gemacht, also nicht ganz klassisch, ist so der Halbtag klassisch 10. Schuljahr gewesen, und der Halbtag war so Kunstsachen gewesen. Aber Ja, dann ich habe kannst du das es wie... vielleicht so ein bisschen vergleichen. Genau, dort hatte ich dann Benotungen, habe das ein bisschen so einordnen und ich wollte einfach mich mal messen, wo stehe ich im Vergleich zu den anderen und wie sieht das aus, wie funktioniert das. Mhm. So, und natürlich auch so, ich will ein bisschen einen guten Boden haben. So. Ja, und wie hast du dich gemessen mit anderen? Hey, ich bin jetzt nicht mega gut oder mega schlecht gewesen. Ich habe Zum Durchschnitt? ich habe natürlich bei gewissen Sachen bin nicht so gut gewesen. Zum Beispiel Französisch bin ich nicht so mega gut gewesen. Parle pas français? No. Wir können einen Podcast auf Französisch machen. Absolut nicht. Bei Mathematik habe ich angefangen zu spicken, was ein bisschen meine Resultate verfälscht. Also einfach die Formeln spicken? Nein, es hat wie... Ich habe Tests gespickt. Ah, du hast so richtig... Ich habe die Lösungen gesucht. Weil Also wir so haben beim Pult, oder was? Nein, oder das Prinzip ist so, bei meinem 10. Schuljahr ist schon auch so ein bisschen frei gewesen. Jeder hat so seinen eigenen Arbeitsplatz gehabt und Mathe hat man immer so gemacht.
Und dann für Mathe-Tests hast du irgendwie einfach so an einen anderen Tisch als dein müssen und hast dann wie so, ich weiß gar nicht mehr, auf dem iPad oder so. Ja. Oder du hast dein iPad können mitnehmen, wie auch immer. Und dann habe ich halt einfach, weil du hast wie Stoff gehabt und zu diesem Stoff hast du eine Lösung raussuchen und die Prüfung ist dann aus dem Stoff, den du gelernt hast, Also erstellt worden. Du redest jetzt vom 10. Ja. Okay. Und dann habe ich halt einfach geschaut, also bin ich irgendwie auf die Lösungen gegangen und habe geschaut, welche Frage ist wo. Nicht immer, aber das habe ich dann, ich will nur sagen, ich habe dann auch angefangen, Stuff zu machen, wo ich nicht gemacht hätte, wenn es nicht um Noten gegangen wäre. So. Aber das ist eigentlich schon krass. Ich habe das Gefühl, ich jetzt als Person, die in eine normale Schule gegangen ist, und ich nehme an, viele haben auch sonst die Meinung, sind so, oder haben so das Gefühl, dass so das Schulkonzept, wie du es gehabt hast, mit du musst nichts und es gibt keine Bewertung und keine Noten und du kannst machen, was du willst in dem Sinn, dass es nicht funktioniert, weil wir halt alle so in diesem System also aufgewachsen sind von wir leben nur davon, dass wir es nicht für uns machen, sondern für andere, beziehungsweise für die Noten und für die Leistung und für den Vergleich mit den anderen Klassenkameraden. Und sobald du mal dir das wegdenkst, hast du das Gefühl, oh mein Gott, ich bin jetzt free. Aber also zum Beispiel, ich habe es jetzt halt nur schon gemerkt, ich habe das Gymi gemacht, 4 Jahre lang, also ich bin halt vorher schon Sek und bla, alles, und habe nachher abgeschlossen und habe nachher 2 Jahre in die Selbstständigkeit gemacht, also einfach selbstständig gewesen und in dem Sinne halt schon mehr Zeit für mich und nicht mehr den Druck von Lernen und so gehabt. Und zum Beispiel Französisch, ich bin so scheiße gewesen, einfach, ich habe es gehasst. Ich habe es wirklich richtig gehasst. Ich bin auch richtig schlecht gewesen, es hat mich so angeschissen, das zu lernen und ich habe auch ab und zu mal so ein bisschen gespickt, bis also mein Lehrer. Und erst, als ich rausgekommen bin und nachher so ein bisschen wie recharged habe, dann habe ich auf einmal Bock gehabt, die Sprache zu lernen. Und ich habe sie aus einer ganz anderen Sicht gesehen und habe auch wie gemerkt, ich habe verdammt Bock zum Lernen. Und sobald du halt Bock hast, macht es Spaß zum Lernen. Du hast es aus einer anderen Motivation gemacht. Voll, und das ist der Main Reason. Und du hast Bock drauf gehabt und du hast es gemacht und du hast dich verbessert. Und ich habe mich niemandem beweisen, sondern ich habe es für mich gemacht. Auch wenn ich es nicht hätte nachher können. So, es hat niemand gejuckt, so, ich habe es ja für mich gemacht. Das ist, glaube ich, der Punkt auch. Ja. Also wie noch schnell zum 10. Ich würde sagen, ich habe so einen 4,5 Schnitt gehabt. Psychologie bin ich der Einzige, der einen 6er hatte. Muss man schnell ein bisschen... wir haben früher gesagt, bluffen. Ja, bluffen. Oh mein Gott, das Wort. Ganz altes Wort. Genau, aber zu dem, was du sagst, auf dem basiert eigentlich das Schulprinzip. Was ich jetzt noch will sagen, man muss natürlich ein bisschen differenzieren. Oder? Meine Erfahrungen sind jetzt von jemandem, der eben eher nicht so mega viel für die Schule gemacht hat, sondern irgendwie jeden ganzen Tag andere Sachen. Aber es gibt auch Leute, die von dieser Schule direkt an die Kante wollen und so. Und die aber dann geht das überhaupt? Also weißt, du brauchst schon für die Kante, zum Beispiel jetzt gerade für die Anmeldeprüfung und so, brauchst du ja wirklich ein Grundwissen. Genau, auf das schaffst du dann hin. Auf das schaffst du dann hin, weil du willst an Kante, du weißt, du willst nachher an Kante und dann lernst du auf das hin. Aber ist das nicht viel schwieriger? Als wenn du einfach in die Schule musst hocken und dort musst warten und also ja, also es ist definitiv schwierig und der Schnitt von denen, die von meiner Schule an Kante direkt sind, von denen, die es wollen, ist wahrscheinlich viel weniger hoch wie von denen, die von euch nachher an Kante sind, also von euch, von der Staatsschule an Kante. Ich glaube, zu der Zeit, als ich die Schule verlassen habe, haben das ein paar versucht, niemand geschafft, oder fast niemand, und dann an die FMS sind ein paar so. Ja. Genau. Also ist in dem Fall voraus, also was macht man so, was haben jetzt bei euch die meisten gemacht nach der Schule, nach der Sek? Hey, das geht von ganz verschieden. Also die meisten Lehre nehme ich jetzt mal an, oder nicht? Bei uns haben jetzt nach der Sek auch viele Lehre gemacht. Viele auch die Lehre, einzige, ja, aber auch ein paar weiterbildende Schulen. Die einen wollen ins Pflegewesen, Gesundheitswesen meine ich. Das ist ist mega unterschiedlich. Sind bei euch, also haben die auch einen Abschluss gehabt, schon vor der Sek, also nach der, wie sagen wir, Mittelschule? Also wie, bei uns ist ja erst bis 6. und nachher hast du, also gut, ist jetzt in Zürich, aber... ist bei uns ja auch, also ist ja auch ein bisschen so dort, also du hast bei uns sind bis 6. Klasse so und dann hast du 3 Jahre Oberstufe noch. Und bei uns eben im Kanton Zürich kann man auch schon nach der 6. ins Gymi. Und dort sind bei uns die meisten ins Gymi und nachher, ab der 6. nur noch ein paar. Da muss ich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich weiss nicht, wie das, also das war im Kanton St. Gallen, ich weiss nicht, wie das dort aussieht, wenn man dort wohin geht und wie das genau ist. Ich habe mich mit dem nie gross beschäftigt, aber
Ja, bis jetzt, also jeder hat seinen Weg dann irgendwie gefunden. Mein Bruder ist auch so in die Schule gegangen, hat dann eine Kochlehre angefangen in Zermatt. Ich habe keine Ausbildung gemacht, bis heute nicht. Ich bin 2 Jahre oder ja, ich bin ins 10. und dann habe ich 2 Jahre Praktikum gemacht, mehr oder weniger. Und dann bin ich selbstständig geworden irgendwann dort dann. Also wie jeder seinen Weg auch findet nach der staatlichen Schule, findet auch so jeder seinen Weg. Oder ich glaube einfach, das Ganze basiert ein bisschen auf einer anderen Intention, den Menschen entwickeln lassen, oder? Dass du mehr Selbstbewusstsein bekommst du hast einerseits einen anderen Bezug zum Sachenlernen, weil nicht jemand trägt dir alles vor, sondern du lernst viel nach Interesse. Oder wenn ich jetzt finde, Informatik interessiert mich hure, dann geht das von mir aus und ich fange mich an darüber informieren. Aber wie kommst du überhaupt zu dem? Also wie zum Beispiel, wäre ich jetzt nicht in die Schule, also beziehungsweise hätte die Schule jetzt nicht so gehabt, wie ich sie habe, hätte ich auch vielleicht gar nie Mathe angeschaut. Und vielleicht war das voll ein cooles Fach für mich. Gar nie wahrscheinlich nicht. Also wie gar nie. Also so Chemie hätte ich auf Safe nie wahrscheinlich, oder Physik, gut, vielleicht schon, ich weiß nicht. Also wir haben das beides auch gemacht. Ich muss sagen, Chemie und Physik ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu kurz gekommen, wie natürlich je nachdem vieles auch ein bisschen kürzer kommt, oder? Aber ich finde das so schwierig irgendwie einzuordnen, aber das ist halt wie, wenn man das nicht in einem Mechanismus erlebt hat, ist es verdammt schwierig zu sagen, Ich glaube, dann hätte ich nichts gemacht. Weil das passiert eigentlich nie, dass man dann vielleicht nicht so Bock hat und weniger macht. Ja, fair. Dort ist auch die Frage, ist das schlimm? Vielleicht ein bisschen, vielleicht nicht. Typabhängig. Aber du kommst eben aus einer anderen Motivation, oder? Du hast selber Lust auf Sachen. Gibt dann die den Halbtag zeichnen und sind nachher hure krass im Zeichnen, weil sie den ganzen Tag zeichnen können. Und dann müssen sie noch ein paar Stunden ein bisschen andere Sachen machen. Aber das ist ja so, klar, du bist dann gut im Zeichnen, aber du hast ja gleich so die Grundsachen vielleicht nicht gelernt. Oder kannst Grundsachen eigentlich, also ich würde jetzt sagen, wenn du aus einer Montessori-Schule rauskommst, hast du immer eine Basis. Schon. Und die Basis ist ja nachher nicht, du kannst nicht rechnen oder du kannst nicht lesen oder du kannst nicht Mathe oder du kannst nicht ein bisschen Englisch oder so. Ja. Du hast keine Ahnung von das, du hast keine Ahnung von das. So ist es ja nicht. Also, ich weiss nicht, wie du mich erlebst, aber ich bin jetzt ja nicht so, als könnte ich im Leben nicht klar, weil ich hure viel Defizit habe. Nein, klar, ich kann mir wie einfach nicht vorstellen, dass es, also für mich ist es mega schwierig, zu mir vorstellen, dass so alle wirklich irgendwann an den Punkt, also weißt, ich kann mir wie vorstellen, es ist so ein bisschen typabhängig. Du bist jetzt schon ein Typ, wo gern, oder eben vielleicht auch, weil du es einfach gelernt hast, ich weiß es ja nicht, wo gern sich selber etwas beibringt, wo motiviert ist zum gut sein und zum sich selber weiterbilden, aber ich kann mir auch gut, also ich zum Beispiel kann mir mega gut vorstellen, ich wäre jetzt wahrscheinlich, für mich wäre es eher weniger etwas gewesen, weil ich ein Mensch bin. Also ja, klar, weißt, ich hätte dann einfach meine Interessen gemacht, zum Beispiel bei mir hat es schon im Kindesgis ganz Kreative angefangen mit Basteln und Zeichnen und ich hätte das wahrscheinlich einfach dann durchgehend gemacht. So. Und klar, in dem Sinne hätte ich mich schon dort vertieft, aber weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, ob alle Leute, die die Schule besuchen, nachher wirklich begeistert sind, um auch andere Sachen zu lernen. Hey, vielleicht nicht. Und das ist das nicht problematisch? Hey, vielleicht schon. Also, da fragst du mir vielleicht ein bisschen falsch, weil ich habe meine Schulzeit grundsätzlich sehr genossen. Und was ich wie finde, was man schon auch ein bisschen einberechnen muss, oder jeder funktioniert natürlich anders und jeder geht nachher andersweitig mit dem was lerne ich, wie lerne ich, bla. Aber ich finde, dort muss man schon auch noch in die Rechnung mit einbeziehen. Wir reden jetzt auch viel um Schulstoff, weil das ist das Einzige, was in der staatlichen Schule gemacht wird. Ja. Und in einer Montessori-Schule geht es halt fest auch um das Zwischenmenschliche, um
einfach nur Dynamiken, weil du bist ja nicht den ganzen Tag am Schulstuff lernen, sondern du machst ja auch viel anderes. Du bist irgendwie in einer sozialen Interaktion die ganze Zeit. Zu der Zeit, wo ich in der Schule bin, das ist vielleicht auch noch spannend, ist von der 1. Klasse bis zu der 3. Oberstufe sind wir alle in einem Haus gewesen. Und dann hat es einen Raum gehabt, der nur für die Oberstufen war und sonst ist alles gemischt. Also eben, es hat verschiedene Räume, aber du bist mit allen zusammen. Ja, nicht Jahrgang. Nein. Also ich konnte in den Werkraum gehen und dort war vielleicht einer von der 3. Sek gewesen. Also eigentlich jetzt ganz Oder blöd Oberstufe. gesagt, ist es wie so ein bisschen... Es ist jetzt mega blöd gesagt, aber wie so ein bisschen eine Spielgruppe für alle. Weil in der Spielgruppe ist es eigentlich auch so, du kannst machen, was du willst. Und Ja, jetzt würde nicht- ich schon nicht sagen. Hat schon Strukturen und Regeln Okay. und all das, aber das ist wie so etwas, heute ist das anders, weil die Schulen viel mehr gefragt sind und viel mehr Leute dort sind, aber Werden damals, sie immer mehr gefragt? Ah, weißt du das ich vielleicht noch nicht? weiss es nicht, Ja. ob allgemein, aber dort, wo ich in der Schule bin, auf jeden Fall, aber dort, also wie, wo ich in der Schule bin, ich weiss gar nicht, wie viele Kinder dort sind, vielleicht 40. Ah, und dann alle, du hast mit allen denen können chillen und... Ich kann mit allen denen können chillen. Und was dort aber Okay. wie auch cool ist, also wie, also über das, wir können jahrelang über das reden, aber es geht auch darum, oder, sich untereinander zu helfen. Oder wenn Ja. ich, keine Ahnung, Drittklässler bin und ein Oberstufler ist auch am, keine Ahnung, Mathe machen, dann kann ich auch ihn fragen. Hey, Ja, kannst du mir fair. das erklären, schnell? Und dann kommt er mir das vielleicht erklären. Und das heisst, du profitierst auch einfach voneinander und dazu auch je nachdem kreativ. Weil zum Beispiel du gehst in den Werkraum und dort ist ein Oberstufer gerade irgendwie am Warhammer Welten bauen Fair, ja. und also bemalen. Das sind so kleine Spielfigürchen, Ja. wo man kann wie Welten bauen und also wie einfach, oder? Und dann siehst du das als, ich weiß gar nicht, wie alt man dann ist, 8-Jähriger und findest, wow, geil, ich will auch so etwas ausprobieren. Oder dann wirst du wie inspiriert auch von den anderen, die dort sind. Und plus eben geht es einfach auch um ein menschliches Wachstum. Wer bist du als Mensch und was sind die Felder, die dich interessieren? Und natürlich passiert das auch organisch einfach so. Also man wird ja einfach älter und entwickelt sich. Aber oder in einer Montessori-Schule hast du halt nicht das einfach, du kommst am Morgen in die Schule, hockst ins Klassenzimmer, musst, keine Ahnung, 8 Stunden dort sein und dann gehst du wieder heim. Aber wie hat jetzt bei uns so ein Alltag ausgesehen? Du kommst in die Schule. Und dann? Also jetzt so in der, ich sag mal, 4. Klasse. Du kommst in die Schule. Du kommst in die Schule. Aber ihr müsst alle so gleichzeitig in der Schule. Ihr müsst so in der Schule sein. Ihr Ja, könnt ja, einfach die du Hause hast so- chillen. Nein, du musst schon in die Schule gehen. Aha, okay. Ja, ja. Und von wann bis wann ist das? Von wahrscheinlich 8 bis halb 5 oder so. Okay. An dem Fall schon nochmal Oder von der halt, Uhrzeit. also es ist, glaube ich, wie eine normale Schule. Ja. Mittwoch war am Nachmittag frei gewesen, Ja. und für die, also in der Primar ist es noch ein bisschen weniger Schule und in der Oberstufe hast du dann, glaube ich, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, den ganzen Tag Schule und am Mittwoch. Haben wir so am Mittwoch Nachmittag Nachmittag frei? Ah, eben, ja. Ja. Okay. Voll. Genau, also du kommst in die Schule, dann hängst die erste halbe Stunde ein bisschen rum, wartest, bis alle Leute da sind, weil nicht alle kommen gleichzeitig, sondern... Oh mein Gott! Also bei uns war es kein Problem, wenn du so 5 Minuten zu spät kommst. Nein. Alter, das ist bei uns. Bei uns hat es einen Eintrag gegeben. Und wenn du irgendwie mehr als 5 Einträge hast, dann ist es im Zeugnis Also- gestanden und so. Also bei uns ist es heftig. Es ist gewesen. nicht... Du hast müssen nach den Leuten hast du müssen auf deinem Platz hocken, sonst hat es einen Eintrag Ja, nein, gegeben. das war bei uns gar nicht gewesen. Also, du hast wie, es Alter, ist, glaube wie oh. so ein bisschen eine halbe Stunde, etwa gewesen, so von 7:30 bis, von 8 bis 8:30 oder so, Ja. musst du dort sein. Weil es kommen Stimmt, das Leute... ist viel chilliger alles bei euch. Es kommen Leute Ja. vom Dorf. Das ist aber auch noch speziell, oder? Weil die Leute, die in die Montessori-Schule sind gegangen, kommen nicht immer nur aus dem Dorf, sondern die das kommen auch von weiter. Das heisst, Ja. gewisse Leute kommen von dieser Richtung, gewisse Leute kommen von dort. Ich habe manchmal auch so eine Stunde Schulweg gehabt. Aber wie, also als Kind einfach, so bist du Ja. allein gegangen? Ja. Ja, bist du Aber gewesen? das war mehr früh gewesen. Ich bin, glaube mit meinem Holy Bruder shit. so ab 5 sind wir allein in die Schule. Alter, weißt du, wann ich Oder das erste Mal allein Zug Kindergarten. gefahren bin? Nein. Und ich bin schnuppern mit Ja. 14. Ja. Das weiß ich noch. Nein, aber so krass, aber also bei uns ist das im Fall mit Regeln. Ich weiss zum Beispiel, wenn eine hatte, die ist mit dem Auto in die Schule gegangen, also Ja. weil die Mutter sie gefahren hat, und dann ist sie einfach mal zu spät gekommen und sie ist halt im Stau gestanden und darum Ja. hat sie keinen Eintrag bekommen. Alter, wir sind alle so Ja, nein, das ist hässig gewesen, weil das so unfair war. Ja, nein, ist schon also crazy, ja. es gibt schon auch klare Regeln und wenn du dann in dieser Zeitspanne, wo du eigentlich hättest müssen kommen, nicht dort bist, dann
ist schon nachher so, hey, du musst an Time da sein. So. Aber dann ist es einfach ein Zusammenschiss. Dann ist es nicht irgendwie... Ja, man schaut halt, an was hat's gelegen, ist es, Okay. wenn es nicht... ist einfach verständnisvoll. Ja, also wenn es Wir von können dir reden nicht mit verschuldet ist, wenn es Stau ist oder du Ja. hast einen Zug verpasst, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn jetzt war, du bist angekommen und dann bist du aber noch eine halbe Stunde im Dorf rumgelaufen und erst nachher gekommen und bist Oder du hast irgendwie noch... verpennt zum Beispiel. Was ist denn? Ist das Ja, das ist nicht so schlimm. Dann musst du einfach melden. so geil? Aber das heisst eigentlich mega... Also bei uns zum Beispiel, wir haben damals auch Sachen... Zum Beispiel, wenn wir die Aufzüge einmal vergessen haben. Also wir wir haben keine Aufzüge gehabt. Alter, Gar keine. Wir haben schon geil... Also, eben Also schon, ab und ja. an bekommst du etwas heim. Aber Nein, wir haben damals, eigentlich wenn du die Aufzüge einmal nicht gemacht hast, oder wenn du zum Beispiel einen Zirkel oder so die vergessen hast oder so, da hast du immer einen Eintrag bekommen. Ja. Und du hast, wenn du einen Kaugummi gehabt hast während dem Unterricht oder so, oder Ja, gut, das haben ein wir auch nicht Cap dürfen. an, hast du Das alles, haben wir dürfen. das hast du alles nicht dürfen. Wir haben auch so Kleiderregeln und so gehabt. haben wir nicht Du hast gehabt. keine Trainerhose und so dürfen. Haben wir nicht gehabt. Also das ist so crazy. Wir haben so oft Einträge bekommen. Mm, Und eben, wenn du 5 Einträge hast, dann steht es im Zeugnis oder irgendwie so. mm. Schon crazy, wenn ich so zurückdenke. Aber Ja, nein, das hat... Ja. Also wie, es hat klare Regeln und das sind aber nicht Regeln, wo es irgendwie um eine Bestrafung geht, sondern das sind einfach so ein bisschen gesunder Menschenverstandsregeln. das ist eigentlich schon geiler, weil ich habe das Gefühl, dann lügst du jetzt den Lehrer auch weniger an, sondern kannst viel Ja, transparenter also, mit ihm reden. das ist auch, es geht wie in dieser Schule auch, oder? Du lernst Respekt Ja. voreinander, vor den Lehrern, also wie, es geht um gegenseitigen Respekt. Du vor dem Lehrer, aber auch der Lehrer vor dir. Und Ja, ja. Eben das, habe ich das Gefühl, ist oftmals in normalen Schulen weniger der Fall. ja, und Dass so also, der Lehrer und ein dann bisschen oben an dir steht und so Lehrer ein bisschen sind dann, werden auch wirklich Bezugspersonen. Das ist schon geil. Zum Beispiel mit meinem Oberstufenlehrer habe ich würde ich jetzt sagen, ein eigentlich recht gutes Verhältnis. Man sieht sich natürlich jetzt nicht mega viel, aber ich bin jetzt das Jahr leider nicht, aber die letzten 3 Jahre bin ich als Leiter mit ins Skilager. Ich habe auch Zivildienst dort gemacht. Und wie, das werden wie auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das darf oder könnte sagen, aber so ein bisschen kollegiale Figuren auch, oder? Ja. Du redest mit denen nachher über persönliche Kannst du die Sachen. alle per Du? Ja, Ah, das ist du auch bist geil. mit allen per Du. So, das können wir jetzt auch bei uns im Studium, aber das Ja. ist... wir haben damals müssen... Also ich weiß jetzt gar nicht, ob das nach Corona noch so der Fall ist, aber wir haben immer müssen dem Lehrer die Hand vorne geben. Du bist ins Schulzimmer gekommen, hast gesagt, «Grüezi, Herr», bla bla bla, und hast müssen einzeln die Hand geben, der war vor der Tür am Warten gewesen. Ja, das haben wir glaube ich auch nicht so gehabt. Aber man hat sich natürlich Hallo gesagt, aber ich weiß nicht, ob es so mit Handgeist war. Mit gewissen vielleicht schon. Zum Beispiel in der Oberstufe haben wir dann auch mit unserem Oberstufenlehrer haben wir so einen Handclap gemacht einfach. Aber so auf cool. Ja, ja. Ah, das ist etwas komplett anderes. Bei uns ist wirklich, du hast so Nein. «Grüezi, Herr». Nein, gar nicht bei uns. Nein, Und voll dann ist nicht. «Hoi, Nathalie». Nein. Ja, Nein, bei uns ist eben glaub, schon ein bisschen mehr das «Zack, ist zack, wie- zack». Ja, also total, oder? Also das kann man ja wie... Ich finde, das kann man ein bisschen auf beide Seiten auslegen. Ich würde jetzt sagen, die öffentliche Schule ist, finde ich, wahrscheinlich sehr... Also für mein Empfinden ein bisschen zu streng und zu reguliert und zu fest genormt alles. Also wirst du nicht... Also bist du froh, bist du nicht in eine normale Schule gegangen? Hey, ich bin auf jeden Fall froh, habe ich so in die Schule gehen. Ob es jetzt für jeden ist, weiß ich nicht, aber man kann schon auch berechtigterweise darüber reden, welche Art und Weise von Montessori-Schulen ist gut und was ist an denen vielleicht nicht so gut. Also wie ich sage nicht, das ist das perfekte Schulsystem und alles ist mega cool, aber ich habe es recht cool gefunden, dass es wie... Also es geht halt... Ich finde, entweder kann man das verstehen oder nicht, aber es geht halt darum, ein Mensch sein, so lange wie möglich und ihm das mitgeben, was er braucht, mindestens. Und das andere kann man eigentlich wie schon ein bisschen früher anfangen, selber herausfinden. Natürlich ist es jetzt nicht, dass ich bin aus der Schule komme und habe gewusst, was ich machen will. So ist es nicht. Aber wie du festigst dich einfach, ich glaube, in deinem Charakter... Du lernst dich, glaube selber einfach viel, viel besser Ja. kennen, weil du Zeit hast. Ja. Zum dich Definitiv. entwickeln Und auch, alles. was ich Ja, vorher glaub, mal angerissen habe, wo auch du kurz angesprochen hast, das mit dem selber lernen. Ich glaube, oder du wirst auch anders, oder du entwickelst andere Skills, andere Fähigkeiten. Also ich würde sagen, du hast sicher gute Sozialfähigkeiten mit anderen Menschen, weil du einfach die ganze Zeit, du hast Konflikte, die Konflikte müssen gelöst werden, oder du streitest auch mal mit Leuten, du schlägelst gefühlt mal mit Leuten, aber du hast auch keine Ahnung, alles andere hast du auch in der staatlichen Schule auch, aber wie, dort hast du halt wahrscheinlich mehr, weil du nicht den ganzen Tag musst sitzen.
Und eben du hast wie eine andere Herangehensweise als Lernen, weil viel kommt aus einer intrinsischen Motivation, oder aus dir raus, du willst das machen und du willst dir das beibringen und das hilft dir ja grundsätzlich überall. Also wie alles, was ich nicht weiss, habe ich mir irgendwie, ja, eben, ich finde das so schwierig zu vergleichen, weil ich wie nicht, ich will nicht etwas anstellen im Sinne von, da ist Montessori viel besser, das wären viel bessere Menschen, oder die staatlichen sind viel besser dort. Aber wie zum Beispiel, jetzt wenn man es an uns anschauen würde, ich habe auch viel von dem, was ich jetzt mache, von Sachen, Filmen, Musik, ich habe mir alles selber beigebracht. Ja, das Alles. stimmt. Ich habe alles irgendwie aus dem Internet, bla bla bla. Und du funktionierst weniger so. Du Ich hast merke natürlich schon, auch ja. viel gelernt, einfach von dir aus. So Aber ich merke schon, im ich YouTube. brauche das auch so ein bisschen so. Und du machst jemand- jetzt zum Beispiel Studium. Voll. Und Weil du eine Struktur brauchst, die dir etwas Genau. beibringt, wo etwas an dich herangetragen wird. Und nicht du gehst von dir aus einfach nur, weil du es cool findest, das zu lernen. Stimmt Ich jetzt merke nicht zum ganz. Beispiel- Französisch ist jetzt ein anderes Beispiel. Ja, ja, aber Sorry, das dass ist- ich dich gerade unterbreche die halt ganze Zeit. mal deine Fresse dann. Beim Französisch machst du Ja, von dir ja. aus und organisierst Sachen von dir aus, aber jetzt in anderen Punkten weniger. Und das ist so, glaube ich, auch ein Punkt, eben dass man von innen raus einfach einen anderen Bezug hat zu Sachen lernen. So, sorry. Alles gut. Nein, ich habe mega bei meinem, also als ich eben die 2 Jahre selbstständig war, übrigens mit Social Media, für die, die es nicht wissen, ich habe das so schwierig gefunden, keine Struktur zu haben. Es ist eigentlich nicht mal im Nachhinein so schlimm gewesen. Ich will nicht sagen, dass, also vielleicht am Anfang, direkt nachher, habe ich zuerst mal so ein bisschen Recover-mäßig gebraucht, einfach weil ich ja, einfach komplett unter Schlafmangel etc. war nach der Schule. So. Aber ich habe wie gemerkt, ich kann nicht einfach, also wie, ich bin gleich produktiv gewesen, ich habe viele Sachen gemacht, ich habe nur schon 2-mal daily YouTube-Videos gemacht im Monat so. Aber trotzdem, irgendwie, ich hatte nie den befriedigten Punkt gehabt von, ich habe mein Leben im Griff, weil ich das Gefühl hatte, man hat nur das Leben im Griff, wenn man einen geregelten Plan hat, dass man am 7 Uhr morgens aufsteht und bis um 5 Uhr arbeitet. Und ich habe das so fest in meinem Kopf gehabt, dass ich nie 100% können, so komplett das Gefühl habe, ich habe das Leben im Griff, obwohl ich ja wirklich viele Sachen gemacht habe. Und das ist halt einfach von der Schule noch so ein bisschen das Ding. Und ich habe das Gefühl, weil du in dieser Schule warst, also du bist ja jetzt noch selbstständig, ich habe das Gefühl, du hast viel weniger mit dem zu strugglen. Klar, auch Das würde ich nicht sagen. aber nicht der strukturierte Plan. Ja, schau, Du also kannst dort, easy, ja. das finde ich, also erstens, selbstständig sein ist nicht einfach. Nein, klar, Auch ich wenn meine es jetzt von von außen strukturmäßig immer, her. ja, auf das will ich dann raus. Okay. Ich will einfach grundsätzlich auch für die zuhören, sagen, selbstständig sein ist nicht einfach und auch nicht so einfach, wie es manchmal vielleicht von außen wirkt. Oder man denkt so, wow, man kann dann alles selber entscheiden, bla bla bla. Über das können wir eigentlich Ist auch auf einen jeden Podcast Fall- machen, Selbstständigkeit. Ja, ist auf jeden Fall nicht, weil jeder Typ, also jeder Mensch funktioniert ein bisschen anders und du musst dann irgendwie etwas für dich herausfinden, wie schaffst du, deine Arbeit zu machen, dass du nachher nicht den ganzen Tag nur hängst. Wie schaffst du es aber dann auch, nachdem du deine Arbeit gemacht hast, abzustellen und nicht mehr irgendwie bei der Arbeit zu sein, weil das ist immer so Ja. ein bisschen alles ein Konflikt. Und dort funktioniert, glaube ich, jeder ein bisschen anders und ich habe das auch nicht von Anfang an alles immer super können handeln. Kann ich auch nach wie vor heute immer wieder mal nicht. Und dann gibt es Phasen, wo es wie viel besser läuft und viel weniger. Und ich glaube, also auf das, was du ein bisschen raus hast wollen, das finde ich ist fast schon ein bisschen eine philosophische Frage. Natürlich, du kommst aus einem strukturierten Ding und hast, also wie es gibt ja den Leistungsdruck im Sinne von, wir dürfen ja nicht mal ein Zwischenjahr machen, weil dann sieht man es im Lebenslauf und nachher findest du dann keinen Job und dann ist alles schlecht. Und dort ist, glaube ich, so eine grundsätzliche Frage, philosophisch gesehen, für was ist das Leben überhaupt da? Ich weiss, jetzt gehen wir ganz tief in Materie. jetzt wird es gerade kurz ganz tief, aber geht es im Leben um, und die Gesellschaft haben wir uns selber gebaut, oder? Das Geht's ist, ja, das darum, wollte ich auch noch zu fragen. funktionieren in der Gesellschaft, in dem Jobmarkt, den es gibt, dass man 9 to 5 schafft, 7 Tage in der Woche, Ja. 5 Tage in der Woche. Ist das Ziel? Und wenn man das macht und dort drin ist, dann funktioniert es. Oder vielleicht auch nicht. Ja. Oder das finde ich, Ich ist dort, eben, das ist ein bisschen mystisch und philosophisch, je nachdem. Aber um was geht es im Leben? Ja, also ich habe das Gefühl, die Schule... Sorry, ich kann es nicht so stehen lassen mit um was geht es im Leben. Aber vielleicht hat man verstanden, was ich will sagen. Ja. Nein, ich kann nur ergänzen. So, ich habe das Gefühl, die Schule ist schon grundsätzlich so, wie sagt man,
das Mindset, dass man es auf mehr das Menschliche, sage ich mal, Leid, ist grundsätzlich voll nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, das grosse Problem ist, dass unsere ganze Gesellschaft so auf das ganze andere, eben strukturierte und das, ich sage jetzt mal blöd gesagt, was du in der Schule lernst, 80% kannst du nachher nicht mehr brauchen oder brauchst du nicht mehr. So. Aber trotzdem ist unser ganzes System irgendwie so auf dem aufgebaut, dass alle irgendwie münd und alle, also wie jeder Mega. ist so, es ist wie so ein Megasystem eigentlich. Hey, und schau, wenn du rein willst geboren werden, dann macht es in dem Sinne am meisten Sinn, oder wenn du am meisten willst deinen Platz drin finden, macht eine normale Schule in dem Sinn vielleicht am meisten Sinn, dass du nachher auch vielleicht mit dem System klarkommst. So. Je nachdem, ja. Aber ist das Ziel dann mit dem System Ja, eben. klarkommen? Oder? Das Also ist wie halt- das, ja, es ist wo schwierig. das, was du sagst, stimmt absolut. Oder? Die staatliche Schule ist darauf ausgelegt, dass du am Schluss möglichst viel gleiche Produkte... Es geht ja eigentlich darum, dass alle möglichst gleich sind. Also, dass du die gleichen Fähigkeiten hast. Ja, es lernen alle die gleichen Sachen. Genau, Ja, ja, fair, genau. ja, eigentlich Du stimmt das kommst so, ja. möglichst gleich raus, dass alle möglichst den gleichen... Und ich frage ja auch dich so so, sind die genormt nachher sind. auch so gleich? Sind die auch auf dem Stand wie mir? So. Hey, also wie jeder, Also nein, das ist jeder nicht ist eine eine Person und jeder ist individuell, so kann man Das es ist sicher nicht nicht eine Frage, das ist, sagen. Nein, aber was ich wie meine zu dem Punkt von, ja, in einer Staatsschule wirst du trainiert, im System nachher zu funktionieren, oder? Du musst lernen, durch Scheiße gehen, Sachen, die dich anschiessen, du musst Kacke fressen, blöd gesagt. Und das hilft dir je nachdem mit gewissen Punkten in der Arbeitswelt nachher einfach, weil du so trainiert bist, Sachen müssen durchziehen, weil man Ja. muss es ja. Und sonst verdiene ich kein Geld und kann nicht leben. Oder meine Eltern finden es Also das habe ich scheiße, wenn später ich nicht etwas nicht mache oder wenn ich keine Ausbildung habe, oder wenn ich nicht kann studieren kann, etc. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen... Ich glaube, heutzutage sind wir schon ein bisschen weiter weg von dem, es muss alles... Du darfst keine Lücken haben, du darfst nicht irgendwie im Lebenslauf mal ein Jahr lang reisen sein und so. Ich glaube, von dem sind wir schon ein bisschen weg. Aber der Grundsatz von dem, man muss irgendwie... Man wird vorbereitet auf die Gesellschaft, so wie sie ist, um nachher dort drin zu funktionieren, stimmt schon. Aber das, finde ich, ist wie, wenn man es von dieser Perspektive anschaut, ja gut. Aber wenn ich mich dann frage, ist das, was einem glücklich macht? Ich meine, wie viele Menschen machen eine Erstausbildung, sind nachher nicht glücklich mit dem? Ja. Wie viele Menschen sind ewig lang nicht bei sich? Was will ich? oder Was ist finden mir gar nicht wichtig? raus, was sie wollen. Genau. Und gar keine Zeit, um mal darüber nachzudenken. Und ich glaube, dort Darum ist machen eine wir es Zwischenjahr. Montessori-Schule, je nachdem, hey, von wo man kommt, ich kann mir vorstellen, dass das für viele da außen auch sehr mystisch tönt und vielleicht ein bisschen pseudo und spirituell und was auch immer so. So, alle tanz mal deinen Namen. Alle Hast du das tanzen mal müssen den lernen? Namen. Nein, das habe ich nicht gemacht. Das hätte ich gerne performen. Das habe ich im 10. Schuljahr, Ah, okay. wo ich so in eine... Eben, also es war eigentlich ein normales 10. Schuljahr. Es hat einfach noch so ein Angebot gegeben, wo du am Nachmittag hast Kunststuff gehabt. Und dort haben wir auch Tanzen gehabt. Und dort im Tanzen ist dann mal gekommen, dass wir Farben tanzen müssen. Was ist rot? Hey, für mich ist Rot so recht ruckartig und schnell und so. Aber das, also wie das ist so... Ja, scheißegal. Nächstes TikTok ist Farbentanzen. Nein, Das wäre mir lustig. was ich eigentlich auch will sagen ist, ja, ist vielleicht, weiß auch nicht, ich weiß nicht, ob das ankommt, aber ich finde, es ist grundsätzlich die Frage, was ist denn wichtig im Leben, dass man irgendwie einfach genormt ist, um in der Gesellschaft einen Platz zu finden und dann bis sein Lebensende arbeiten und dann ist es gut. Dann hast du die letzten 30 Jahre noch, oder 20 Jahre noch Zeit, um irgendetwas zu machen. Oder dass du mehr zu dir findest. Und was ist dir wichtig? Und was bist du eigentlich? Wo zieht es Das ist dich hin? spannend. Ich finde das so ein spannendes Thema. Eigentlich können wir gerne noch mal eine extra Podcast-Folge zu dem ganzen Thema machen. Wahrscheinlich sind wir schon ewig lang drin, oder? Ich weiß es im Fall gar nicht. Ich will es gar nicht wissen. Ich habe das Gefühl, das ist die längste Podcast-Folge, die ich jemals aufgenommen habe. Wo sehen wir es? 55 Minuten. Aber ich habe eigentlich noch so eine Abschlussfrage gehabt. Ach, wir haben noch nicht so Okay. die Frage. Haltet ihr es noch aus? Sonst machen wir Pause und muss, hören ich morgen muss wieder. ehrlich sagen, ich finde es mega schwierig. Ich weiss nicht, ob ich irgendetwas bin gerecht wurde. Mal. Ich glaube, Safe. für alle, tun jetzt wenn ihr das gehört habt, da, tun noch nicht zu fest urteilen, egal auf welche Seite. So, das ist nicht mal die Spitze vom Eisberg
von dem... Also weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, du musst es halt selber irgendwie so ein bisschen erleben, um wirklich können sehen. Also wie selbst ich habe jetzt immer wieder von dir mal ein bisschen gehört. Wenn es euch interessiert... Ich weiss auch immer noch nicht, wie genau die Schule funktioniert. Ja, ich glaube, wenn es einem grundsätzlich interessiert, dann vielleicht noch 1-2 Sachen darüber nachlesen und so. Weil von mir, das ist eine persönliche Erfahrung, das ist alles... Wie gesagt, ich habe nie irgendetwas gelernt, um diese Schule perfekt zu beschreiben. Ich kann auch nur so ein bisschen sagen, wie ich es erlebt habe. Das geht ja viele nur Sachen sind Erfahrung. ja nicht gesagt und gemacht und bla. Aber falls ihr vielleicht auch in einer Montessori-Schule sind oder gewesen sind, könnt ihr gerne eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Vielleicht ist das auch noch spannend. Aber ich habe jetzt eine letzte Frage. Das ist eine Frage, die extra nicht... Also, ich habe ja meine 4, 5... Nein, sind es eben noch ein bisschen mehr gewesen, weiss nicht. Meine paar Fragen gehabt und es hat eine gegeben... Ich kann nicht mehr reden. Es hat eine gegeben, die nicht die Frage war, was ist das? Sondern sie hat gefragt, an welche Schule würdet ihr euer hypothetisches Kind schicken? Das habe ich noch spannend gefunden, weil ich weiss, wir haben immer mal wieder so ein bisschen geredet, aber ich glaube noch nie so einen Real Talk. Also ich möchte so einen Real Talk und eine Entscheidung treffen, aber auch so jeweils Standpunkt sagen. Hey, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Bei mir geht es eine halbe Stunde. Ach, kannst du abkürzen? Sag mal grundsätzlich, hast du eine fixe Antwort, die einem Satz sagen? Ich eben glaube auch nicht. Nein, schau, das Ding bei Vielleicht mir ist... sogar ähnlich. Das Ding bei mir ist so ein bisschen... ich finde, das gibt relativ viele Punkte, die man da muss mit einbeziehen muss. Und zwar hat das auch etwas Soziales. Und zwar zum Beispiel, ich bin ja auch viel umgezogen in meinem Leben und bin auch darum nie an einem Ort meine ganze Schulzeit in die Schule. Plus ist je nachdem, bei jetzt der Montessori-Schule kommen die Kinder von verschiedenen Orten. Heisst, du hast nicht so die Dorf-Experience, wo sich irgendwie alle aus dem Dorf kennen. Und wenn du im Dorf in einen Sportclub gehst, genau, dann bist du mit allen denen dort. Plus hat es dort, wo ich in der Schule bin, voll den Konflikt gegeben zwischen der staatlichen Schule und unserer Schule. Und dort hat es auch, also das war sehr hasserfüllt gewesen und ich bin dort auch einmal von mehreren zusammengeschlagen worden und so. Von Staatsschülern? Ja. Was? Ja. Dort hat es schon ein bisschen Konflikt gegeben, einfach weil man nicht gewusst hat, was sind das für so zwei unterschiedliche Planeten Kinder, die nichts machen in der Schule. Sind sie so jealous gewesen? Ich weiß es nicht. So, also, vielleicht ist das heute auch schon ein bisschen besser. Aber ich meine mehr, ich glaube, in einer Staatsschule kommst du mehr in das soziale Feld, dass du das ganze Dorf ein bisschen kennst und dann hast du Freunde und es ist einfacher, so, wenn du in den Sportclub kommst. Also ich bin zum Beispiel auch ins Fußball gegangen, aber ich bin, also die haben sich alle gekannt und gefühlt schon, spielen seit 5 Jahren zusammen Fußball und ich komme dann dort als, keine Ahnung, 12-Jährige dazu und schwierig irgendwie reinzufinden. So. Und das, finde ich, ist so ein Punkt, so das ganze Sozialleben aus deiner Umgebung. Wie kommst du unter Menschen und zu Freunden und so. Das ist für mich ein Punkt, wo irgendwie das Ganze auch ein bisschen mitgestaltet. So rein... Also ich finde es auf jeden Fall, ich würde es in Erwägung ziehen und ich würde verschiedene Schulen sicher als nochmal anschauen was gibt es so für Möglichkeiten, um mein Kind einzuschulen. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich würde mich damit auseinandersetzen, in was für eine Schule will ich mein Kind schicken und es ist für mich nicht das oder das schon fix. Ja. Sondern ich würde mich auf jeden Fall mit dem ein bisschen auseinandersetzen, was, habe ich das Gefühl, ist gut, zumindest für den Anfang, solange das Kind nicht kann, selber entscheiden kann. Was noch dazu kommt, ist, glaube ich, dass auch wenn mein Kind in eine Staatsschule würde gehen, könnte ich mir das, glaube ich, vorstellen, weil ich halt so einen anderen Background habe und dann vielleicht das Spirit, das klingt jetzt auch wieder ein bisschen geschissen, aber wie meine Erfahrung dem Kind kann mitgeben mit meiner... Also weißt du, was ich meine? Also du hast Erfahrung in Montessori und darum würdest du gerne... Nein, ja, durch meine Erfahrungen, ich bin ja nicht durch eine normale Schulzeit gegangen. Und das hat mich ja in einer gewissen Weise zu dem gemacht, wo ich bin. Und zum Beispiel
ich finde es mega, mega egoistisch, das ist jetzt ein kleiner Hot Take, aber ich finde es recht egoistisch, ein Kind auf die Welt zu setzen, was ja ich will es, das Kind will es nicht. Und dann vom Kind zu erwarten, du musst gute Noten heimbringen und so Zeug. Das finde ich ein bisschen egoistisch. Ja, man Weil will ich ja kann als nicht- ältere, also man will ja als erwachsene Person, also als Eltern, du willst ja nicht gute Noten, du willst ja gute Noten in dem Sinne schlussendlich, damit das Kind eine gute Zukunft hat. Genau. Es ist schlussendlich ja nicht mega Aber ich will, dass mein egoistisch. Kind glücklich ist und dass ein Ja, schönes ja. Leben hat und nicht, dass es muss gute Noten schreiben muss. Aber Das du ist denkst mir also, schon, dass eine erwachsene das Person, mit- dass gute Noten nein, dir Glück bringen in Zukunft. ja, je nachdem so, was Aber auch ja, immer. das ist Aber jetzt was, alles. das, was ich wollte sagen, ist eigentlich, dass ich durch meine Erfahrung am Kind, allenfalls auch wenn es in eine Staatsschule gehen, könnte entspannt gegenübertreten und eine andere Philosophie auch mitgeben und nicht so eine Ja, auf jeden Fall. Philosophie, wo es darum geht, du musst gut sein und du darfst nicht dich selber finden und du musst direkt nach einer Lehre haben und so. Also deine Schlussantwort ist eigentlich, du könntest dir beides vorstellen, aber nicht Ja. so genau, Also wie ich jetzt has- du es erlebt hast oder genau wie ich es erlebt habe. Ich könnte mich jetzt nicht einfach auf etwas entscheiden. Ja. Ich könnte mir beides vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, noch eine Steinerschule anschauen. Oder es gibt auch noch andere. Das könnte ich mit dem Jonathan eine Podcast-Folge machen, Ja. er ist in die Steinerschule gegangen. Dann könnte man auch noch andere Privatschulen anschauen. Was sind natürlich auch sind, Privatschulen kosten Geld. Ja, fair. Also meine Eltern haben jetzt nicht so viel Geld gehabt. Und das Geld, was sie hatten, ist einfach für meine Schule draufgegangen eigentlich. Und das muss man auch. Hat man das Geld nicht? Will man das Geld für das ausgeben oder nicht? Das ist komplex. Aber ich habe keine finale Antwort. Ich kann beides in Erwägung ziehen. Für mich ist es auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, mal dann das zu entscheiden. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe gesagt, bei mir geht es eine halbe Stunde. Es tut mir ja, leid. es ist 3 Stunden gegangen. Ja. Die Podcast-Folge geht jetzt schon 1 Stunde 3 Minuten. Das ist meine längste Podcast-Folge, die ich jemals gemacht habe. Can. Gratuliere. Oh, das ist so Ich schlimm, glaube, es ist auch Freunde. die inhaltlich spannendste. Absolut nicht. Spaß. Also, meine Antwort. Ich finde es ehrlich gesagt auch schwierig, weil also meine Antwort ist, ich finde, es gibt sehr viel, wo am heutigen also am normalen Schulsystem, staatlichen Schulsystem, könnte kritisiert werden. Ich kann sonst auch mal eine Podcast-Folge machen, was ich jetzt daran kritisiere, was ich würde besser machen, was mein Lösungsvorschlag wäre. Es gibt viele Sachen, die ich bei der Montessori-Schule gut finde. Gerade so mehr das Menschliche. Ich habe trotzdem das Gefühl, es würde nicht für alle funktionieren. Und würden alle Schulen machen, würde auch das ganze System irgendwann kaputt gehen. Oder sich in eine Richtung, es kann natürlich sich in eine positive Das ist Richtung. eine finale Meinung gerade auch so zu dieser Schule. Machst du gerade allgemeines Fazit? Ja, ich mache jetzt mein Fazit. Aber Holy nein, shit. ich will rausholen, um meine Dinge nachher erklären. Also eigentlich würde ich, natürlich einfach, weil ich selber an eine staatliche Schule gegangen ist und weil... Du selber an eine staatliche Schule gegangen bist? Bin. Ja, halt deine Fresse. Nein, und weil halt in meinem Umkreis, also blöd gesagt, für mich ist das typisches Normale. Und alle Leute, die so ein bisschen an der Privatschule sind halt so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Spezielle Ja, aber gewesen, so wie nicht mal im ich. ja, nein, ich meine es eigentlich nicht mal negativ, aber irgendwie so, eben so ein bisschen abgeschottet. So ein bisschen abgeschottet von, weißt du, was ich meine? Und irgendwie, ich habe das Gefühl, ich möchte eigentlich, also ich habe es irgendwie noch cool gefunden, ich habe jetzt noch Kontakt teilweise zu Leuten, wo ich in der Sek war und so, und dann gibt es halt noch ab und zu Dorfpartys und das ist halt schon noch geil und irgendwie, I don't know, das Ganze. Bist du gerne in die Schule gegangen? Das ist eben das andere. Jetzt kommt eben das andere. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der ganze, alles basiert sich nur auf Kannst du schnell Noten. einfach meine Frage beantworten? Was war deine Frage genau? Gewesen? Ob du gerne in die Schule gegangen bist? Jein. Ja und nein, eigentlich eher nicht. Ja. Ich bin sehr gerne in die Schule gegangen. Ja, das kann ich mir eben auch vorstellen, Und- ja. Wenn ich nicht in die Schule gegangen bin, das haben vielleicht auch andere gehabt, habe ich mega Schiss gehabt, etwas zu verpassen. So, Okay, sorry, Fomo. so ein bisschen. Jetzt habe ich meinen Punkt vergessen, den ich wollte sagen. Nein. Du warst wegen Du hast wegen Noten und Druck. Ja, und ja, genau. Einfach, wenn das Ganze nicht wäre, weil ich habe zum Beispiel gerade im Gymi, also das ist jetzt bei jedem so ein bisschen anders im Gymi, aber ich bin jetzt nicht jemand gewesen, der ultra easy gute Noten gemacht hat und nichts lernen musste. Also ich habe so ein bisschen gekämpft. Klar, das Gymi ist jetzt nicht obligatorisch so, aber
trotzdem so, ich habe das Gefühl, es geht auch vielen so, die jetzt noch in der obligatorischen Schule sind, dass man einfach mit Noten und Leistung und Vergleichen in der Klasse mega kämpft. Es gibt mega viele, die Noten, also Prüfungsangst haben und so. Und zum Beispiel nur schon, ich weiß jetzt nicht, wie es heutzutage ist, aber bei uns zum Beispiel Vorträge oder so, es gibt Leute, die stehen nicht gerne vor der Klasse. Ich bin zum Beispiel mega gerne vor der Klasse gestanden. So, das sind einfach unterschiedliche Sachen und du kannst wie nicht alle gleich bewerten. Du kannst nicht alle, ich habe das ja auch schon mal mit dem Schulsystem so, es können nicht alle Tiere schwimmen, die einen können super, die anderen nicht, aber du kannst nicht alle ins gleiche Wasser schmeißen. So. Sorry, ich habe gar nicht zugelassen. Ja, aber ist ist okay. auch nicht schlimm. Ja, ich habe nur gute Sachen wirst du geredet. deine Kinder in eine Montessori-Schule schicken oder in eine normale Ja, eben, und ich habe gerade staatliche? erklärt, warum ich die staatliche Schule nicht so gut finde, aber trotzdem würde ich, also mein Wunsch ist eigentlich, dass die staatliche Schule sich verändert, positiv. Gut, it's never gonna happen. Ich hoffe es wirklich. Ich hoffe es wirklich. Ich habe das Gefühl, sie sind immer auf einem besseren Weg. Klar, wir sind noch sehr weit weg davon, weil es einfach noch das Typische gibt so. Aber ich habe das Gefühl, es ist viel auf zu jeden Fall... wenig Lehrer auch zum... Ja, das ist noch ein anderes Problem, ja. Nein, ich meine, ich habe das Gefühl, es hat sich schon vieles verändert, im Sinne von dem, wo ich zum Beispiel noch in die Unterstufe gegangen bin, so, oder wo meine Mama mir von Sachen erzählt. Ich meine, vor ein paar Jahren ist dann auf die Finger geschlagen worden, wenn du so denkst. So, aber gleich, ich hoffe, dass bis ich Kinder habe oder bis wir Kinder haben, dass sich das so im Positiven verändert, dass ich auch viel mehr kann dahinter stehen und meine Kinder in eine staatliche Schule schicken. Weil ich grundsätzlich eine staatliche Schule geil finde, weil sie gratis ist und weil sie halt örtlich ist. Du hast dort Friends und ja, du musst nicht in eine Privatschule gehen. Das ist mein. Du hast mich angefickt, dass ich lang gebraucht Alter, ich habe viel weniger lang gebraucht Bro, als du hast 8 Minuten gelabert. Hey, ich habe etwa 5 Minuten. 4. Nein. Also du nein. hast für den Rest von der ganzen Podcast-Folge labern. Das stimmt. Nein, ist okay. Nein, ich kann nur noch einfach die Sicht von jemandem, der Staatsschülerin so gemacht hat. Genau, in der nächsten Podcast-Folge reden wir noch über meine Homeschooling-Zeit. Ja, stimmt, das haben wir gerade angesprochen. Ja. Ich könnte eigentlich mega viele Themen mit dir besprechen. Eben aus der Selbstständigkeit, sonst noch, aber ist ja gleich. Nächste Woche kommt Agnes. Das erste Mal ist Agnes mit einer Podcast-Folge. Ja, ich bin gespannt auf sie. Danke, dass du dabei gewesen. Hey, gern. Und bis auf ein anderes Ich Mal. hoffe, es war spannend gewesen und ihr habt Freude gehabt an dieser Folge. Gebt ein Like. Wenn ihr jetzt Bezug nehmen auf die Folge, dann Instagram- und TikTok-Account von Ja. «Znüni-Pause». Kommentiert alle, mit ich UE bin geschrieben. cool. Und dann weiss ich, dass ihr einen Podcast Geht gehört habt. drauf und vergesst nicht, den Podcast auf Spotify, Apple Music zu bewerten, zu abonnieren, zu liken. Oh ja, bewertet Das wieder hilft mal. am Algorithmus. Aber wahrscheinlich haben nur 1,5% der Menschen den Podcast bis zum Schluss geschaut. Also die jetzt zulassen, die sind absolute Ehrenmänner und Ehrenfrauen. Also, tschüss! Ciao.